Liebe Zuschauer, neben mir und um mich herum sitzt das noch amtierende Damendreigestirn der KG Aalheere. Und es ist das einzige Damendreigestirn jemals in Pulheim Dreigestirn war. Ne? Ein anderes gab es noch nicht. Als Damendreigestirn, ja. Also zumindest in Pulheim Stadt. Es gab schon in den kleinen Unterorten, gab es schon Damendreigestirn, aber wir sind das erste in Pulheim Stadt. Ja, genau. Danzweiler und so, das gab es vor 2, 3 Jahren schon. Ja, ja. Und ihr wart schon infiziert in früher Jugend. Ihr seid schon mit 9 Jahren, steht hier, in den Karnevalsverein eingetreten. Also was ist da bei deiner Erziehung schiefgelaufen, dass du so früh in den Karnevalsverein gehen musst? Ja, ich glaube, ich wurde direkt angesteckt von meinem Nachbarn Norbert Rode, der mich mit dem Karnevalsvirus, auch wenn ich dieses schlimme Wort jetzt sage, infiziert hat. Also der hat neben euch gegenüber gewohnt, stimmt, ja. Ja, das ist richtig, genau gegenüber. Und dann hast du immer die Aufzüge gesehen und dann, er ging dann im schwarzen Anzug rein und kam im Kostüm wieder raus und sowas. Und da hast du gedacht, was ist da eigentlich los bei denen? Da hast du gedacht, das will ich auch gerne oder so, ne? Ja, so ungefähr. Also seine Tochter, die Sabine, die hat mich angesteckt damals in den Knubbeln und dann bin ich zu den Pullemännchen gekommen und ja, bis heute da geblieben, ne? Das heißt, Knubbel sind die ganz Kleinen von der Aalheere, ne? Die tanzen auch und singen? Ja, es fängt mit dem Pullemännchen an und dann kommt Knubbel 1, 2, 3 und ich glaube, nee, 4 nicht, ne? Doch? Nein? Nee, 3, glaube ich. Nee, 3, ne? Und dann Stadtgarde und das ist so, da kommt man von Hölzchen auf Stöckchen und da ist man immer weiter mit dabei. Ja, das ist eine Karriere, die man nicht mehr aufhalten kann, ne? Warst du auch Knubbelin? Ich war auch Knubbelin. Ich bin ein Jahr später als die beiden reingekommen. Und weil du die Jüngste bist. Ich bin die Jüngste, genau. Und ich habe die gesehen und habe gesagt, da möchte ich auch hin. Ach, ehrlich? Genau. Und ihr wart relativ eng oder seid relativ eng befreundet? Ja, schon immer. Wir sind hinter der Bahn aufgewachsen. Und ja, wir kennen uns eigentlich schon Ewigkeiten. Auf der Straße zusammengespielt, zusammen getanzt. Und ihr wart auch nachher Trainerinnen dieser Knubbel 1, 2 und 3 und auch von den Tanzpaaren, weil ihr halt immer weitergemacht habt, ne? Ja, wir haben getanzt in der Stadtgarde und dann haben die Eva und ich haben gesagt, okay, wir trainieren jetzt mal die Kinder ein paar Jahre und ja. Naja, und dann, das ist das Interessante an der ganzen Sache, dann seid ihr Paginnen der Dreigestirne geworden. Also eine längere Zeit wart ihr dann Pagin. Du auch? Ich war nur einmal, also die beiden haben, glaube ich, eine über 10-jährige Paginnenkarriere hinter sich und als ich dann 40 wurde, sagten die so, und jetzt bist du auch mal dran und einmal musst du unbedingt mitmachen und dann habe ich mich auch überreden lassen, Gott sei Dank, das war das Dreigestirn 2017 und das war auch eine super Session, ja, und irgendwie war es dann vor, oh Gott, wie lange war es, das ist schon 2 Jahren her, dann durch irgendwie Umstände auf dem Oktoberfest kam es dann zu dem, was alle kennen. Wer hatte als erster die Idee? Wer hatte diesen Grundgedanken, ich will Dreigestirn, ich kann das? Ich weiß gar nicht, wer den zuerst hatte. Der kam natürlich irgendwann mal nach einer Sektlaune, aber schon vor ewig und 3 Tagen, bestimmt vor 10 Jahren, keine Ahnung. Dann haben wir immer mal gesagt, und es war von Anfang an klar, wer was macht, weil ich rede halt am meisten, also bin ich die Prinzin. Ne? Ja. Und die Bier, ne? Die sagt, mir ist immer kalt, also wird die der Bauer, weil dann ist sie schön warm eingepackt. Okay, mit unseren Ornaten hat das dann nicht so geklappt, die sahen dann doch ein bisschen anders aus als die der Herren. Ja, und die Eva wollte schon immer die Jungfrau mit der Krone und dem Spiegel sein. Also von daher, das war von Anfang an klar, da gab es nie Streit. Und wir haben all die Jahre immer gesagt, wenn mal ein Dreigestirn ausgefallen ist oder so, waren wir immer so, ja, wir würden es ja machen, aber ihr müsst uns einfach nur mal nehmen. Ja. Das heißt, war in dem Jahr ein Herrendreigestirn schon, sag mal, in der Schiene, im Ofen? Oder war keins da und ihr habt ein Loch gefüllt? Nee, es war keins da. Es war keins da und es konnte auch keins gefunden werden. Die Herren haben sich alle ein wenig geziert. Ja, und wir nicht. Und dann seid ihr zum Präsidenten gegangen und habt gesagt, wir können Dreigestirn. Wer ist da hingegangen? Alle 3? Er ist zu euch gekommen
und hat euch gebeten, Dreigestirn zu machen. Nein, wir waren ja auf dem Oktoberfest im Jahr 2018, genau. Und dann hat der Norbert sich ja vorne hingestellt mit dem Rhein und hat gesagt, wir suchen immer noch ein Dreigestirn für nächstes Jahr. Und dann standen wir wieder da und haben diesen gemacht, wir möchten. Ja, und dann kam der Norbert auf einmal mit einem weißen Zettel angerannt, hat sich zu unserem Tisch gesetzt und dann haben wir den Vertrag unterschrieben. Habt ihr damit gerechnet? Nee, ganz und gar nicht. Wir hatten auch 2 Tage lang, danach waren wir auch ein bisschen durch den Wind, weil wir gedacht haben, Herrje, was haben wir da jetzt unterschrieben, was haben wir da jetzt gemacht? Weil danach ging es natürlich los. Also auf dem Oktoberfest selber schon waren wir erstmal eine halbe Stunde beschäftigt. Ich konnte meinem Freund, der war gar nicht da, gar nicht Bescheid sagen, was ich da gemacht habe. Und wir wurden nur gratuliert und das zog ein Aufruhr hinter sich, der aber sehr positiv war. Aber es war trotzdem, wir haben 2 Tage lang gedacht, hei. Und nach 2 Tagen war euch klar, was passiert ist, Eva? War das dann im Kopf, so, jetzt bin ich Jungfrau? Nein, überhaupt noch gar nicht. Also man war ja auch einmal dann auch in zig WhatsApp-Gruppen drin, die auf einmal gegründet wurden. Die wurden, du bist Mitglied dieser Gruppe und denkst dir, oh, schon wieder eine neue Gruppe. Ja, und dann, man realisierte das noch gar nicht. Erst wie wir so langsam angefangen, in die Details zu besprechen und uns mit Norbert und unserer Prinzenführerin getroffen haben, so dann fing es so langsam an, dass wir es realisieren konnten. Ihr trefft euch mit den barmherzigen Schwestern. Ich wusste ja, dass ihr alle katholisch seid, aber ihr habt einen Hang zum Übertreiben. Kann das sein? Nee, wir sind einfach lustig. Und wenn es an Namensgebung geht, sind wir auch sehr kreativ. Und dann kam das irgendwann mal wahrscheinlich bei einer unserer Mallorca-Türchen, wo wir überlegt haben, wie wir uns denn nennen könnten. Und dann, ich glaube, da hatte auch irgendwie ein Kloster, wo wirklich die barmherzigen Schwestern, ne? In Salzburg. Genau. Ja. Ja, und dann waren wir geboren. Ja, und dann ging es ja daran, Dreigestirne brauchen ein Lied. Und alle Dreigestirne singen auch, wie schön es auf der Bühne ist und wie schön es ist, Dreigestirn. Der schönste Tag in meinem Leben, ne? Das ist ja so ein Satz von Dreigestirnen. Und da kam wirklich dieses Gold oder Grün dazu. Woher habt ihr das? Eigentlich von einem Versinger von der Freundin meiner Tochter kam das, weil die bei Cordula Grün immer Gold oder Grün verstanden hat und sagte, das ist ein schönes Lied, Gold oder Grün. Und ich sie dann, Ilka, das heißt nicht Gold oder Grün, das heißt Cordula Grün. Ach so. Und dann habe ich gedacht, perfekt. Das ist perfekt, das passt zu den Farben, das nehmen wir, das dichten wir jetzt um. Und das ist vor allen Dingen auch ein Lied, wo jeder mitsingen kann und jeder Spaß hat und es ist ein Knaller und dann, ja, ist es auch ein Knaller geworden. Ja, weil so eine Karriere, glaube ich, hat musikalisch noch kein Dreigestirn gemacht in ganz Pulheim und umgeben. Und wie oft habt ihr dieses Lied gesungen? Wisst ihr das? Nee, ich glaube, wir hatten knapp über 150 Auftritte. Und ich sag mal, Gold oder Grün haben wir auf jeden Fall immer gesungen. Die anderen dann je nach Zeit. Also auf jeden Fall mindestens 150 Mal, wahrscheinlich mehr. Ja. Weil die Crew das ja auch genau. besonders gut fand. Wir haben es in unserem Partybus gesungen. Wir haben es auf verschiedenen KG-Veranstaltungen als Zugabe noch immer hinterher nochmal gesungen. Und also bestimmt an die 200 Mal mindestens, offiziell. Eine wichtige Frage. Würdet ihr das nochmal machen? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Das ist eine schwierige Frage. Aber ich denke, sowas kann man einfach nur einmal erleben. Und deswegen würde ich spontan erstmal sagen, ich würde es nicht mehr tun. Aber das geht nicht gegen meine Mädels. Mit denen würde ich es eigentlich immer wieder machen. Wenn sie es wollen, würde ich es auch wieder tun. Aber spontan hätte ich jetzt erstmal gesagt, das kann man nur einmal erleben. Also einmal Dreigestirn reicht fürs Leben. Ja. Ja. Eva, würdest du das nochmal machen? Ja, ich würde das nochmal machen, aber dann in einer anderen Position. Prinzin, den Job wegnehmen? Und sie macht dann... Dann nehme ich den Bauern. Oder die Jungfrau. Ich bin da flexibel. Hauptsache mit den beiden. Der zückt schon wieder. Zeige ihm mal. Da ist jetzt der Präsident unterschreiben für das nächste Dreigestirn. Okay, was ratet ihr 3 Frauen
bei euch aus dem Verein, die sagen, was ihr gemacht habt, würden wir auch gerne machen. Macht es oder passt da und da auf oder was auch? Nee, definitiv einfach machen und Spaß haben. Aber das würde ich nicht nur den Frauen raten, das rate ich auch den Männern, weil wir haben immer gesagt, es ist egal, wenn was schief läuft, läuft was schief, aber dann einfach drüber lachen und solange wir Spaß dran haben, haben die anderen auch Spaß und ich glaube, das hat bei uns super geklappt. Also zumindest war das Feedback so, dass sich viele gefreut haben und viele am Anfang nicht gedacht hätten, dass wir das so gut machen und sich im Nachhinein wirklich gefreut haben und mit uns gefeiert haben und das hat einfach den größten Spaß gemacht, weil wir einfach mit allen anderen zusammen gefeiert haben. Einfach Spaß haben ist das Allerwichtigste. Das ist ein guter Übergang. Jetzt kommt nämlich das Lied von den dreien. Cordula Grün. Viel Spaß. Ja, ihr Lieben, so stehe ich nur hier in unserer guten Pulheimer Stube im Köstersaal und wie ihr seht, es ist leider menschenleer. Normalerweise stünde dieser Saal hier zu dem Zeitpunkt richtig unter Volldampf. Das Einzige, was hier in dieser Session dampft, sind wahrscheinlich ein paar beratende Politikerköpfe, die aber zum Glück heute auch nicht hier sind. Bei euch möchte ich mich an dieser Stelle aber bedanken. Ihr seid die wirklichen Karnevalisten, denn ihr habt diese Session die Füße in den Tagen stillgehalten. Denn nur so wird es uns gelingen, auch in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr wieder zu einer Normalität zurückzukommen, die es zulässt, dass wir unseren Fastelehr feiern können. Jetzt lade ich euch ein, guckt weiterhin mit uns unseren Livestream, den wir für euch zusammengestellt haben. Ihr seht jetzt als nächstes nochmal die Mädels vom ersten Pulheimer Damen-Dreigestirn und den Saal, so wie er sein sollte, unter Volldampf. Danke und Alaf. Seid ihr bereit für das zweite Lied? Dann gibt es jetzt für euch Gold oder Grün. Danke, Eva. Es war vor 30 Jahren, da war uns allen klar, ein Pullemännchen zu sein, hier in diesem Verein. Es lag uns im Blut, auch das Kostüm stand uns zu. Darum stürzten wir uns in den Jackenverein, aus Hüpfen wurde Spagat, durch alle Säle gerockt, nach Wasser kam dann der Sekt. Die Eltern waren geschockt. Beim Oktoberfest an